Stell dir vor, du arbeitest jahrelang für jemanden, ohne dass er dich wirklich sieht, bis eine Nacht alles verändert. Marcela Dominguez hätte nie gedacht, dass ein Blind Date mit nur ein paar Franken in der Tasche sie in der unerwartetsten Situation ihres Lebens ihrem millionenschweren Chef gegenüberstellen würde. Eine Geschichte, die dich an das Schicksal glauben lässt. Abonniere, um kein Detail zu verpassen. Marcela Dominguez sah sich ein letztes Mal in ihrem zerbrochenen Spiegel in ihrem kleinen Zimmer an und spürte, wie Schmetterlinge unkontrolliert in ihrem Magen tanzten. Mit 24 Jahren hatte sie noch nie ein richtiges Date gehabt, geschweige denn ein Blind-Date, das von einer App arrangiert wurde. Ihre Hände zitterten, als sie das dunkelblaue Kleid zurechtzupfte, das ihr ihre Freundin Fernanda an diesem Morgen geliehen hatte. »Mein Schatz, du musst es zumindest einmal versuchen«, hatte Fernanda mit diesem schelmischen Lächeln gesagt, das sie immer hatte. Marcela seufzte, wissend, dass sie recht hatte. Sie arbeitete seit 3 Jahren als Haushälterin in der Villa von Gustavo Castillo, einem der angesehensten Geschäftsleute Zürichs. Aber ihr soziales Leben war praktisch nicht existent. Die freien Sonntage verbrachte sie damit, ihre eigene Wäsche zu waschen oder ihrer Mutter auf dem Markt zu helfen. Diese Nacht würde anders sein. Diese Nacht würde sie es wagen, davon zu träumen, von jemandem erwählt zu werden. Sie nahm die paar Franken, die sie gespart hatte, ihr einziges Vermögen, und verstaute sie sorgfältig in ihrer kleinen Handtasche. Das Kleid war ihr etwas zu groß, aber die Farbe betonte ihre gebräunte Haut und ließ ihre dunkelbraunen Augen auf besondere Weise strahlen. Fernanda hatte darauf bestanden, ihr auch ihre schwarzen, niedrigabsatzigen Schuhe zu leihen, obwohl sie ein wenig drückten. »Oh mein Gott, was mache ich hier?«, murmelte Marcela, während sie etwas billigen Lipgloss auftrug, den sie in der Drogerie um die Ecke gekauft hatte. Ihr Herz schlug so schnell, dass sie dachte, es würde aus ihrer Brust springen. Sie hatte 2 Wochen lang nur über Nachrichten in der App mit Diego, ihrem mysteriösen Date, gesprochen. Er wirkte nett, fleißig, jemand, der ihre einfache Welt verstehen konnte. Er hatte versprochen, sie in ein schönes Restaurant am Zentrum mitzunehmen. Etwas, das für Marcela wie ein unerreichbarer Traum klang. Sie atmete tief durch, nahm die Schlüssel ihres alten Autos und verließ ihre Wohnung mit einer Mischung aus Schrecken und Aufregung. Zum ersten Mal seit Jahren fühlte sie sich schön. Zum ersten Mal seit Jahren hatte sie Hoffnung. Die Fahrt in ihrem kleinen Auto zum Restaurant, die Goldene Rose, dauerte ewig. Marcela schaltete das Radio ein, um ihre Nerven zu beruhigen, aber selbst die romantischen Lieder machten sie nur noch ängstlicher. Sie war an diesem Morgen extrem früh aufgestanden, um alle ihre Aufgaben in Herrn Castillos Villa vorzeitig zu erledigen. Sie hatte jeden Winkel dieses riesigen Hauses sorgfältiger als je zuvor gereinigt, als wäre es ein Glücksritual. 3 Jahre lang hatte sie dort gearbeitet, ohne dass er sie mehr als ein Guten Morgen oder Danke bemerkt hätte. Gustavo Castillo war ein ernster, eleganter Mann, immer auf seine Geschäfte und wichtigen Anrufe konzentriert. Marcela bewunderte ihn schweigend, wusste aber, dass sie aus völlig unterschiedlichen Welten stammten. Er lebte umgeben von Luxus. Sie konnte kaum ihre Miete bezahlen. Während sie durch die beleuchteten Straßen Zürichs fuhr, konnte sie sich nicht vorstellen, dass sich ihre Schicksale an diesem Abend auf die unerwartetste Weise kreuzen würden. Das Restaurant erschien vor ihr wie eine goldene Oase mit ihren warmen Lichtern und eleganten Paaren, die ein- und ausgingen. Zitternd parkte sie ihr Auto, überprüfte ihr Spiegelbild am Rückspiegel noch einmal und flüsterte ein kleines Gebet. Diego hatte ihr gesagt, er würde um Punkt 20 Uhr am Tisch am Fenster auf sie warten. Es war 19:55 Uhr. Als Marcela die schwere Glastür des Restaurants aufstieß und sofort den Kontrast zwischen ihrer Welt und diesem mondänen Ort spürte. Der Duft von Gourmet-Essen und das sanfte Gemurmel eleganter Gespräche umhüllten sie wie eine Wolke. Die Tische waren mit makellosen weißen Tischdecken und brennenden Kerzen dekoriert, die eine intime und romantische Atmosphäre schufen. Marcela fühlte sich klein inmitten all dieser Eleganz, versuchte aber mit erhobenem Kopf zu gehen, wie Fernanda es ihr beigebracht hatte. »Entschuldigen Sie«, sagte sie schüchtern zu dem vorbeigehenden Kellner, »ich suche den Tisch am Fenster.« Der Mann musterte sie von oben bis unten mit einem höflichen, aber prüfenden Lächeln, das deutlich zeigte, dass sie nicht dem üblichen Kundenprofil entsprach. »Selbstverständlich, Fräulein. Darf ich Sie führen?«, antwortete er professionell, obwohl Marcela einen gewissen herablassenden Ton in seiner Stimme wahrnahm. Sie folgte dem Kellner zwischen den Tischen hindurch und spürte die neugierigen Blicke anderer Gäste. Ihr Herz pumpte pures Adrenalin, als sie sich dem Tisch näherte, der ihr Leben für immer verändern würde. Der Tisch am Fenster war leer, perfekt für 2 Personen gedeckt, mit einem spektakulären Blick auf die Lichter der Stadt. Marcela setzte sich vorsichtig, glättete ihr geliehenes Kleid und legte ihre kleine Tasche diskret auf den Tisch. Sie blickte auf ihr altes Handy. Es war genau 20 Uhr. Diego hatte versprochen, pünktlich zu sein,
und sie wollte diesem Versprechen mehr als alles andere auf der Welt glauben. Die ersten 5 Minuten vergingen wie am Flug, während sie mental alles ordnete, was sie ihm erzählen wollte. Sie wollte ihm von ihrer Arbeit, ihren einfachen Träumen, ihrer Familie in den Schweizer Alpen erzählen. Sie wollte seine Geschichten hören, seine Leidenschaften kennenlernen, herausfinden, ob sie wirklich über die Bildschirme ihrer Telefone hinaus eine Verbindung aufbauen konnten. Die Hoffnung strahlte in ihren Augen wie die Kerzen, die ihren Tisch beleuchteten. Dies war ihre Chance, glücklich zu sein, und sie würde sie nicht verschwenden. Aber was würde passieren, wenn die Zeiger der Uhr weiter vorrückten und Diego nicht auftauchte? 15 Uhr vergingen für Marcela wie eine Ewigkeit, die ihre Augen auf den Eingang des Restaurants gerichtet hielt, während sie vorgab, die Speisekarte zu studieren. Ihr Herz, das vor Aufregung gerast hatte, begann nun aus einem anderen Grund zu schlagen. Angst, vielleicht gibt es Verkehr, murmelte sie vor sich hin und klammerte sich an jede logische Erklärung, die ihre Nerven beruhigen konnte. Der Kellner kam zum 3. Mal vorbei und fragte, ob sie etwas bestellen wolle. Marcela antwortete mit einem gezwungenen Lächeln, dass sie immer noch auf ihre Begleitung warte. Ihre Franken brannten in ihrer Tasche, ein Betrag, der in einem solchen Lokal kaum ein Getränk decken würde. Sie erlaubte sich einen Moment lang zu träumen. Diego würde sich entschuldigen, er würde erklären, dass er einen Notfall bei der Arbeit hatte. Sie würden das romantischste Abendessen ihres Lebens bestellen und reden, bis das Restaurant schloss. Ihre Finger spielten nervös mit der Stoffserviette, während sie die anderen Paare beobachtete, die ihre perfekten Abende genossen. Ein besonders elegantes Paar in ihrer Nähe lachte und prostete sich zu. Marcela spürte einen Stich von Neid, gemischt mit Hoffnung. Bald, sehr bald, würde auch sie diesen magischen Moment erleben. 20:30 Uhr kam mit einem unangenehmen Gefühl Pechen am Magen, das nichts mit Hunger zu tun hatte. Marcela holte ihr Handy heraus und überprüfte zum 10. Mal die Nachrichten, in der Hoffnung, eine Erklärung von Diego zu finden. Der Bildschirm blieb leer, keine neuen Benachrichtigungen, nur ihre letzte Unterhaltung vom Vorabend, in der er das Date enthusiastisch bestätigt hatte. »Wir sehen uns morgen um 8 Uhr, Süße. Ich kann es kaum erwarten, dich persönlich kennenzulernen«, hatte er geschrieben. Und diese Worte hatten Marcela vor purer Aufregung kaum 3 Stunden schlafen lassen. Nun wirkten dieselben Worte spöttisch, wie ein grausames Echo von Hoffnungen, die zu verblassen begannen. Der Kellner ging wieder an ihrem Tisch vorbei, diesmal mit einem weniger freundlichen Ausdruck, sichtlich verärgert über den besetzten Tisch, der keine Einnahmen generierte. Marcela lächelte ihn schwach an und bat um ein paar Minuten länger, spürte, wie ihre Wangen vor Scham glühten. Ihr geliehenes Kleid, das sie zu Hause so schön fühlen ließ, schien nun inmitten so viel Luxus eine Farce zu sein. Die Stimmen der anderen Gäste wurden lauter, das Lachen dröhnender, als ob das ganze Restaurant feierte, während sie langsam in der Demütigung versank. Um 15 Uhr konnte Marcela die Realität nicht länger ignorieren, die sich wie eine dunkle Wolke über sie legte. Diego würde nicht kommen. Aus irgendeinem Grund, den sie nicht verstehen konnte, hatte der Mann, der ihre letzten 2 Wochen mit süßen Nachrichten und Versprechungen einer besseren Zukunft gefüllt hatte, beschlossen, sie sitzen zu lassen. Ihre Augen füllten sich mit Tränen, die sie zu unterdrücken versuchte, indem sie sich auf die Unterlippe biss, bis sie den metallischen Geschmack von Blut spürte. »Ich werde hier nicht weinen«, wiederholte sie mental wie ein Mantra. »Ich werde Ihnen nicht die Genugtuung geben, mich zusammenbrechen zu sehen.« Aber innerlich schrie jede Faser ihres Wesens vor Enttäuschung und Schmerz. Der Traum, erwählt zu werden, für jemanden besonders zu sein, zerfiel wie ein Sandburg vor der Flut. Ihr Handy vibrierte plötzlich, und für eine Sekunde sprang ihr Herz vor Freude, aber es war nur eine Benachrichtigung ihrer Telefongesellschaft. Die grausame Ironie des Moments entging ihr nicht. Sie hatte ihre letzten Ersparnisse ausgegeben, um sich für ein Date fertig zu machen, das niemals stattfinden würde. Die Paare um sie herum genossen weiterhin ihre perfekten Abende, ahnungslos des stillen Dramas, das sich am Tisch am Fenster abspielte. Marcela fühlte sich unsichtbar, wie sie es immer gewesen war, wie sie es vielleicht immer sein würde. Der Klingelton ihres Handys erschreckte sie um 21 Uhr, und diesmal war es tatsächlich das, worauf sie gewartet hatte, wenn auch nicht auf die Weise, die sie sich erträumt hatte. Eine Benachrichtigung von der Dating-App erschien auf ihrem Bildschirm, und mit zitternden Händen öffnete sie die Nachricht, die ihre Nacht für immer verändern würde, aber nicht wie erwartet. »Hallo, es tut mir leid, in letzter Minute abzusagen, aber ich kann meine Zeit nicht mit einem Mädchen wie dir verschwenden. Ich glaube, wir passen nicht zusammen. Hab einen schönen Abend.« Die Worte trafen sie wie ein Schlag ins Gesicht, und Marcela musste die Nachricht 3-mal lesen, bevor sie vollständig verarbeitete. Ein Mädchen wie du. Was bedeutete das genau? Ein einfaches Mädchen? Ein Mädchen, das Häuser putzte? Ein Mädchen, das kein Geld für teure Abendessen hatte? Jedes Wort der Nachricht war wie ein Messer, das tiefer in ihr bereits verletztes Selbstwertgefühl drang. Ihre Hände zitterten heftig,
als sie das Telefon wegsteckte, spürte, wie das ganze Restaurant sie beobachtete, wie alle wussten, dass sie abgelehnt worden war, bevor sie überhaupt eine Chance hatte. Die Demütigung war so intensiv, dass sie sich übel fühlte und sich am Tischrand festhalten musste, um nicht zu taumeln. Diego hatte nicht einmal den Anstand gehabt, sie kennenzulernen, bevor er sie beurteilte. Er hatte sie wie Müll weggeworfen, ohne echte Erklärung, ohne Rücksicht auf ihre Gefühle. Die Tränen, die sie zurückgehalten hatte, begannen endlich über ihre Wangen zu rollen, und Marcela wusste, dass sie gehen musste, bevor sie eine Szene machte. Sie stand mit zitternden Beinen auf, nahm ihre Tasche mit unsicheren Händen und begann mit gesenktem Kopf auf den Ausgang zuzugehen. Jeder Schritt war eine Qual. Jeder Blick, den sie auf sich spürte, ließ sie sich kleiner fühlen. Der Kellner, der sie bedient hatte, warf ihr einen Blick des Mitleids zu, gemischt mit Erleichterung, den Tisch endlich freigeben zu können. Marcela konnte ihm keinen Vorwurf machen. Auch sie wollte in diesem Moment am liebsten aus ihrer eigenen Haut. Als sie zwischen den Tischen hindurchging, hörte sie Geflüster und Kichern, das vielleicht nichts mit ihr zu tun hatte, aber ihr emotionaler Zustand interpretierte es als Spott, der auf das arme Mädchen gerichtet war, das in der Öffentlichkeit sitzen gelassen worden war. Ihr geliehenes Kleid fühlte sich wie ein lächerliches Kostüm an, ihre engen Schuhe wie Folterinstrumente. Sie wollte nur zu ihrem Auto gelangen, nach Hause fahren, diese Kleider ausziehen, die sie dazu gebracht hatten, davon zu träumen, jemand anderes zu sein, und vergessen, dass diese Nacht überhaupt passiert war. Doch als sie sich der Tür näherte, sollte etwas geschehen, das nicht nur ihre Nacht, sondern ihr ganzes Leben verändern würde. An einem diskreten Tisch am hinteren Teil des Restaurants hatte ein Paar Augen sie den ganzen Abend beobachtet. Augen, die sie besser kannten, als sie es sich vorstellen konnte. Was Marcela nicht wusste, war, dass jemand schweigend Zeuge ihrer gesamten Demütigung gewesen war und kurz davor stand, ihr Schicksal für immer zu ändern. Marcela blieb kurz vor der Restauranttür stehen und spürte, wie ihre Beine keinen weiteren Schritt mehr tragen konnten. Die Tränen strömten jetzt ungehindert über ihre Wangen und verschmierten das wenige Make-up, das sie an diesem Nachmittag so sorgfältig aufgetragen hatte. In Mädchen wie du. Die Worte Diegos hallten in ihrem Kopf wieder wie ein grausames Lied, das sie nicht stoppen konnte. Sie lehnte sich an die Wand neben dem Eingang und versuchte sich zu fassen, bevor sie auf die Straße trat, wo sie mit Würde zu ihrem Auto gehen musste. Ihre Tasche zitterte in ihren Händen, als sie nach einem Taschentuch suchte. Aber sie fand nur eine zerknitterte Serviette von McDonald's, wo sie an diesem Morgen gefrühstückt hatte. Die Ironie traf sie wie ein Schlag ins Gesicht. An diesem Morgen war sie so aufgeregt gewesen, dass sie kaum etwas essen konnte, träumend von dieser magischen Nacht, die sich in ihren schlimmsten Albtraum verwandelt hatte. Jetzt verstand sie, warum sie nie richtige Dates gehabt hatte, warum Männer wie Diego sie ablehnten, bevor sie kannten. Sie war nur eine Haushälterin, ein Mädchen ohne Universitätsausbildung, ohne Geld, ohne eine glänzende Zukunft zu bieten. Ihre Franken blieben nutzlos in ihrer Tasche, ein Spott über ihre eigene Armut. Sie schloss die Augen und versuchte sich vorzustellen, sie wäre zu Hause, sicher in ihrem kleinen Zimmer, wo niemand sie so verletzen konnte. Das Restaurant setzte seinen normalen Betrieb hinter ihr fort. Die glücklichen Paare genossen weiterhin ihre romantischen Abendessen, ahnungslos des Dramas, das sich nahe der Tür abspielte. Marcela konnte das Lachen, das Klirren der Weingläser, das sanfte Gemurmel intimer Gespräche hören, all das, wovon sie in dieser Nacht geträumt hatte. Ihr Herz fühlte sich an, als wäre es in Stücke gerissen. Jeder Schlag war schmerzhaft, jeder Atemzug ein Kampf. »Ich bin dumm«, murmelte sie unter Schluchzen. »Dumm, weil ich glaubte, dass jemand wie ich so etwas haben könnte.« Sie wischte sich mit der Serviette das Gesicht ab, wissend, dass ihr billiges Make-up völlig ruiniert war. Fernanda hatte ihr gesagt, sie sähe wunderschön aus, als sie sich an diesem Nachmittag verabschiedeten, aber jetzt fühlte sie sich hässlich, unsichtbar, als trüge sie ein Brandzeichen, das schrie, »Ich bin nicht genug«, damit jeder es sehen konnte. Das geliehene Kleid, das ihr das Gefühl gegeben hatte, besonders zu sein, fühlte sich jetzt wie eine Lüge an, als spielte sie eine Rolle, die sie niemals sein konnte. Ihre engen Schuhe schmerzten genauso sehr wie ihr verletzter Stolz und erinnerten sie daran, dass sie nicht einmal passende Kleidung für ein Date an einem anständigen Ort hatte. Der Traum, erwählt zu werden, geliebt zu werden, verflog wie Rauch zwischen ihren Fingern und ließ sie einsamer als je zuvor zurück. Während sie versuchte, ihre Tränen zu trocknen und Kraft zu sammeln, um zu ihrem Auto zu gehen, bemerkte Marcela nicht, dass von einem Tisch in der diskretesten Ecke des Restaurants jemand die ganze Szene mit wachsender Unruhe beobachtet hatte. Gustavo Castillo war eine Stunde zuvor für ein Geschäftsessen, das in letzter Minute abgesagt worden war, ins Restaurant gekommen und hatte beschlossen, allein zu Abend zu essen und einige wichtige Dokumente durchzusehen. Er war ein Mann der Routinen, der selten seinen sozialen Kreis verließ,
Doch diese Nacht hatte das Schicksal ihn genau dorthin gebracht, wo er sein musste. In den letzten 45 Minuten hatte er sich auf seine Papiere konzentriert, Notizen gemacht und diskrete Anrufe getätigt, als etwas seine periphere Aufmerksamkeit gefesselt hatte, eine bekannte Gestalt an einem Tisch am Fenster, jemand, der ihm bekannt, aber anders vorkam. Zuerst konnte er nicht zuordnen, wo er diese Frau schon einmal gesehen hatte, aber etwas an ihrer Art zu sitzen, an der Art, wie sie nervös ihre Hände bewegte, weckte eine Erkennung, die ihn beunruhigte. Er blickte von seinen Dokumenten auf und beobachtete sie genauer, verspürte eine seltsame Neugierde auf diese Frau, die in dem eleganten Restaurant fehl am Platz wirkte. Sie war nicht die übliche Klientel, das war offensichtlich, aber etwas an ihr zog ihn unwiderstehlich an. Die Erkenntnis traf ihn wie ein Blitz, als Marcela aufstand und auf den Ausgang zuging. Es war Marcela, seine Haushälterin, aber völlig verwandelt. Gustavo blinzelte mehrmals, konnte nicht glauben, was seine Augen sahen. 3 Jahre lang war Marcela für ihn praktisch unsichtbar gewesen. Eine stille, effiziente Präsenz, die sein Haus makellos hielt, ohne sich in sein Leben einzumischen. Er kannte sie als eine einfache Frau, die früh kam, schweigend arbeitete und geräuschlos ging. Immer in bescheidener Arbeitskleidung und mit dem Haar zu einem praktischen Pferdeschwanz gebunden. Aber heute Nacht war sie völlig anders. Ihr Haar fiel in sanften Wellen über ihre Schultern und umrahmte ein Gesicht, das er nie wirklich bemerkt hatte. Das dunkelblaue Kleid betonte ihre Figur auf eine Weise, die ihn überraschte, und es lag eine natürliche Eleganz in ihren Bewegungen, die ihn faszinierte. Wie konnte ich sie nie so sehen, dachte er, verspürte eine Mischung aus Verwirrung und etwas Tieferem, das er nicht identifizieren konnte. Jahrelang hatte er am selben Haus wie diese schöne Frau gelebt, ohne zu bemerken, wer sie wirklich war. Der erfolgreiche Geschäftsmann, der millionenschwere Deals ohne mit der Wimper zu zucken abschließen konnte, war völlig sprachlos, als er die Schönheit entdeckte, die unter der Oberfläche seines Alltags verborgen gewesen war. Doch was Gustavos Herz wirklich brach, war die Erkenntnis von Marcelas emotionalem Zustand. Von seinem Tisch aus konnte er deutlich sehen, dass sie geweint hatte, dass etwas Schreckliches während dieses Abends geschehen war, der für sie besonders sein sollte. Seine Schutzinstinkte, die jahrelang am Schlaf gelegen hatten, während er sich ausschließlich auf Geschäfte konzentrierte, erwachten plötzlich mit einer Intensität, die ihn überraschte. Er sah, wie sie sich an die Wand lehnte, wie ihre Hände zitterten, wie sie kämpfte, die Tränen zu kontrollieren, die ihre Wangen befleckten. In diesem Moment spürte Gustavo Castillo, der Mann, der Geschäftsimperien unbeeindruckt führte, etwas, das er seit Jahren nicht mehr erlebt hatte, das dringende Bedürfnis, jemand anderen zu beschützen. Er konnte Marcela in diesem Zustand nicht ertragen. Er konnte nicht sitzen bleiben, während sie nur wenige Meter entfernt litt. Seine Dokumente blieben auf dem Tisch liegen, während eine unerklärliche Kraft ihn zum Handeln drängte. Zum ersten Mal seit langem traten die Geschäfte in den Hintergrund, ersetzt durch etwas viel Mächtigeres. Echtes Mitgefühl für eine Frau, die seit Jahren unter seinem Dach gelebt hatte, ohne dass er sie wirklich kannte. Langsam stand er auf. Das Herz schlug auf seltsame Weise, wissend, dass er kurz davor stand, eine Grenze zu überschreiten, die ihre Beziehung für immer verändern würde. Würde er den Mut haben, sich ihr zu nähern, oder würde er Marcela aus seinem Leben gehen lassen, ohne zu wissen, dass er Zeuge ihres Schmerzes gewesen war? Gustavo stand an seinem Tisch, gelähmt von einer Mischung aus Emotionen, die er nicht zu handhaben wusste. Seine Hände, die es gewohnt waren, millionenschwere Verträge ohne zu zittern zu unterschreiben, zitterten nun leicht, als er Marcela beim Kampf gegen ihre Tränen beobachtete. 3 Jahre lang hatte er sein Leben mechanisch geführt. Arbeit, Besprechungen, noch mehr Arbeit, jeden Abend zurück in eine makellose Villa, ohne an die Frau zu denken, die sie so in Ordnung hielt. Marcela war einfach Teil des stillen Funktionierens seines Hauses, wie die Heizung oder das Sicherheitssystem, etwas, das perfekt funktionierte, ohne seine Aufmerksamkeit zu erfordern. Doch sie dort zu sehen, verletzlich und schön, auf eine Weise, die er sich nie vorgestellt hatte, zerstörte diese kalte Wahrnehmung, die er um sein Leben herum aufgebaut hatte. Wie konnte ich so blind sein? Fragte er sich, während er beobachtete, wie sie sich mit einer zerknitterten Serviette die Tränen trocknete. Die Frau, die sein Haus so sorgfältig putzte, die seinen Kaffee genau so zubereitete, wie er ihn mochte, die immer ein schüchternes Lächeln hatte, wenn sie sich auf den Fluren begegneten, war unglaublich schön. Ihre Schönheit war nicht die künstliche Perfektion der Frauen in seinem sozialen Kreis, sondern etwas Authentisches und Natürliches, das ihn wie eine Offenbarung traf. Er erkannte, dass er wie ein Geist in seinem eigenen Haus gelebt hatte, so besessen vom Erfolg, dass er die Fähigkeit verloren hatte,
die Menschen um sich herum wirklich zu sehen. Der Geschäftsmann, der ein Imperium auf schnellen, entschlossenen Entscheidungen aufgebaut hatte, befand sich nun völlig unentschlossen. Ein Teil von ihm wollte sofort auf sie zugehen, Marcella trösten und herausfinden, was ihren offensichtlichen Schmerz verursacht hatte. Aber ein anderer Teil, der sein Leben jahrelang dominiert hatte, sagte ihm, er solle Abstand halten, die sozialen Grenzen respektieren, die ihn trennten und eine perfekt funktionierende Arbeitsbeziehung nicht verkomplizieren. Sie ist meine Angestellte, dachte er. Was wird sie sagen, wenn ich mich nähere? Wird sie denken, ich nutze die Situation aus? Seine italienischen Schuhe blieben am Boden verankert, während sein Verstand zwischen Instinkt und Vernunft kämpfte. Doch jedes Mal, wenn er sah, wie sie sich eine weitere Träne abwischte, jedes Mal, wenn er bemerkte, wie sie zitterte, wurde die Stimme des Mitgefühls lauter als die der sozialen Konvention. Gustavo hatte so viel Zeit damit verbracht, Mauern um sein Herz zu bauen, dass er vergessen hatte, wie es sich wirklich anfühlte, sich um jemand anderen zu sorgen. Jahrelang war er mit Frauen aus seinem sozialen Milieu ausgegangen, bequeme, aber leere Beziehungen, die endeten, wenn sie sich gegenseitig langweilten. Keine dieser Frauen hatte in ihm die schützende Dringlichkeit geweckt, die er jetzt empfand, als er Marcella leiden sah. Es war, als ob ein Schalter in ihm umgelegt worden wäre, der Emotionen erleuchtete, die er für immer unter dem Gewicht seiner geschäftlichen Verantwortlichkeiten begraben geglaubt hatte. Was ihn schließlich überzeugte, war zu sehen, wie Marcella versuchte, sich zu fassen, um das Restaurant zu verlassen, wie sie trotz des offensichtlichen Schmerzes um ihre Würde kämpfte. In dieser Geste erkannte er eine stille Stärke, die er zutiefst bewunderte, dieselbe Stärke, die er seit Jahren in ihr gesehen hatte, ohne sie wirklich zu schätzen. Marcella beschwerte sich nie, verlangte nie etwas Zusätzliches. Sie arbeitete mit einer Hingabe und Anmut, die, wie er jetzt verstand, widerspiegelten, wer sie als Person wirklich war. Eine solche Frau verdient es nicht, allein zu leiden, murmelte er vor sich hin. Und diese Worte waren wie der Schlüssel, der sein Herz endlich von den Ketten der Gleichgültigkeit befreite. Er richtete seine Krawatte, atmete tief durch und traf die Entscheidung, die beide Leben für immer verändern würde. Er wusste nicht genau, was er sagen würde. Er hatte keinen Plan. Er wusste nur, dass er nicht dort sitzen bleiben konnte, während sie sich nur wenige Meter entfernt das Herz brach. Seine jahrelange Ausbildung in Verhandlungen hatte ihn gelehrt, Menschen zu lesen. Und er konnte sehen, dass Marcella von jemand anderem verletzt worden war, wahrscheinlich von dem Mann, der sich mit ihr treffen sollte. Die Vorstellung, dass jemand diese außergewöhnliche Frau verletzt hatte, die sein Zuhause mit so viel Liebe gepflegt hatte, weckte in ihm eine schützende Wut, die er noch nie zuvor empfunden hatte. Er stand ganz auf, legte einen großzügigen Schein auf seinen Tisch und ging mit entschlossenen, aber vorsichtigen Schritten auf sie zu. Als Gustavo sich Marcella näherte, konnte er aus nächster Nähe ihren verletzlichen Zustand erkennen, und sein Herz zog sich vor Schmerz zusammen. Ihre Augen, normalerweise strahlend, wenn sie ihn morgens begrüßte, waren rot und geschwollen vom Weinen. Das Make-up, das sie so sorgfältig aufgetragen hatte, war verschmiert, und es lag eine so tiefe Traurigkeit in ihrem Ausdruck, dass Gustavo den Verantwortlichen finden und ihn für diesen Schmerz bezahlen lassen wollte. »Marcella«, sagte er sanft, seine Stimme zärtlicher, als er sie seit Jahren mit jemandem benutzt hatte. Sie blickte überrascht auf. Ihre Augen weiteten sich, als sie ihren Chef erkannte, und für einen Moment schien es, als wollte sie vor lauter Scham am Boden versinken. »Herr Castillo«, murmelte sie, wischte sich schnell das Gesicht ab und versuchte sich zu fassen. »Ich wusste nicht, dass Sie hier sind.« Ihre Stimme zitterte vor Verzweiflung, als sie in diesem Zustand von der Person entdeckt wurde, für die sie arbeitete. Gustavo konnte sehen, wie sie sich in sich selbst zusammenzog, wie sie sich schämte, in einem so verletzlichen Moment gesehen zu werden, und das verstärkte nur seinen Wunsch, sie zu beschützen. »Du musst mir nichts erklären«, sagte er mit einem sanften Lächeln, das selbst ihn überraschte. »Aber ich kann nicht hier sitzen bleiben und zusehen, wie du eine schlechte Zeit hast.« Seine Worte waren wie ein Balsam für Marcellas verwundetes Herz, die kein Mitgefühl erwartete, schon gar nicht von ihm. Die körperliche Nähe erlaubte Gustavo, Details zu bemerken, die ihn noch tiefer berührten. Das dunkelblaue Kleid, das sie trug, war nicht teuer, wahrscheinlich geliehen, aber es passte ihr so gut, dass es jede Kurve ihres Körpers auf eine Weise betonte, die ihn atemlos machte. Ihre gebräunte Haut schimmerte sanft unter den Lichtern des Restaurants und ihre Gesichtszüge hatten eine Zartheit, die wunderbar am Kontrast zu der Stärke stand, die sie selbst in ihrer Verletzlichkeit ausstrahlte. Wie konnte ich sie 3 Jahre lang nicht sehen, dachte er noch einmal und fühlte sich dumm, so blind gewesen zu sein. Er konnte ihr sanftes Parfüm riechen, etwas Einfaches, aber Feminines, das sich mit dem natürlichen Duft ihrer Haut vermischte und eine Kombination schuf, die ihn auf eine völlig unerwartete Weise berauschte. Ihre Hände, die er unermüdlich in seinem Haus arbeiten gesehen hatte,
zitterten nun zart, als sie sich an ihrer kleinen Tasche festhielt. Und Gustavo musste den Impuls unterdrücken, sie in seine zu nehmen, um ihr Trost zu spenden. »Marcela«, sagte er noch einmal, diesmal mit mehr Entschlossenheit, »ich weiß nicht, was heute Abend passiert ist, aber niemand verdient es, in einem solchen Moment allein zu sein. Macht es dir etwas aus, wenn ich dich einen Moment begleite?« Sein Angebot hing in der Luft zwischen ihnen wie eine Brücke zu etwas völlig Neuem und Unbekanntem für beide. Marcela sah ihm in die Augen und sah etwas, was sie noch nie zuvor gesehen hatte. Gustavo Castillo sah sie wirklich, vielleicht zum ersten Mal seit 3 Jahren. Marcela blieb völlig regungslos stehen, unfähig zu reagieren auf die unerwartete Anwesenheit ihres Chefs Pieper am demütigendsten Moment ihres Lebens. Ihre Wangen glühten vor Scham, während sie verzweifelt versuchte, die richtigen Worte zu finden, um zu erklären, warum sie hier war, weinend in einem eleganten Restaurant, gekleidet in geliehene Kleidung. »Herr Castillo, ich kann es erklären«, stotterte sie und spürte, wie ihre Welt noch mehr zerfiel. 3 Jahre lang hatte sie eine respektvolle Distanz zu ihm gehalten, immer professionell, immer diskret, und nun befand sie sich in der verletzlichsten und denkbarsten Situation vor dem Mann, der ihr ihren Lohn zahlte. Ihre Gedanken rasten, überlegend, ob dies ihren Job kosten könnte, ob er es für unangemessen halten würde, dass sie an einem so eleganten Ort war, ob er sie für ihren offensichtlichen Schmerz verurteilen würde. Doch als sie aufblickte, um seinen Blick zu begegnen, überraschte sie, was sie sah. Völlig. Kein Urteil lag in seinen Augen, nicht die kalte Distanz, die er zu Hause immer wahrte. Stattdessen war da etwas Warmes, etwas aufrichtig Besorgtes, das ihr Herz einen Schlag aussetzen ließ. Gustavo sah sie an, wie er sie noch nie zuvor angesehen hatte, als würde er sie zum ersten Mal wirklich sehen. Seine Augen streiften sanft über ihr Gesicht, was sie sich ausgesetzt, aber nicht verurteilt fühlen ließ, als würde er etwas Schönes entdecken, das verborgen gewesen war. Die Veränderung in Gustavo war so offensichtlich, dass sogar er selbst überrascht von seinen eigenen Reaktionen war. Jahrelang hatte er eine kalte, distanzierte, professionelle Persönlichkeit aufgebaut, besonders gegenüber seinen Angestellten, wobei er soziale Barrieren immer klar definierte. Doch Marcela so verletzlich und schön unter den sanften Lichtern des Restaurants zu sehen, hatte all diese Barrieren auf einen Schlag niedergerissen. »Du musst mir nichts erklären«, wiederholte er. Seine Stimme war sanfter, als er sie seit Jahren mit jemandem benutzt hatte. »Ich möchte nur sicherstellen, dass es dir gut geht.« Er erkannte, dass er sich zum ersten Mal seit langer Zeit wirklich um das Wohlergehen einer anderen Person sorgte, nicht aus Pflicht oder Höflichkeit, sondern aus etwas viel Tieferem, das er nicht benennen konnte. Das dunkelblaue Kleid, das sie trug, betonte die goldene Farbe ihrer Haut auf eine Weise, die ihn atemlos machte. Und die Art, wie ihr Haar ihr Gesicht umrahmte, verlieh ihr eine natürliche Eleganz, die mit jeder Frau der High Society, die er gekannt hatte, mithalten konnte. Ihre Gesichtszüge, die er bei ihren kurzen morgendlichen Begegnungen immer nur flüchtig wahrgenommen hatte, studierte er nun fasziniert und bemerkte die Zartheit ihrer Wangenknochen, die Weichheit ihrer Lippen, die Ausdruckskraft ihrer Augen, die jede Emotion wie Spiegel der Seele widerspiegelten. Es war, als hätte er 3 Jahre lang mit einem Kunstwerk in seinem Haus gelebt, ohne dessen Existenz zu bemerken. Gib ein Like, wenn du wissen willst, wie diese Nacht ihr Leben für immer verändern wird. »Kann ich mich zu dir setzen?« fragte Gustavo mit einer Sanftheit, die beide überraschte. Marcela nickte, unfähig zu sprechen, immer noch die Surrealität der Situation verarbeitend. Als er sich ihr an den kleinen Tisch am Fenster setzte, ließ der intime Raum Marcela seine männliche Präsenz noch bewusster spüren. Gustavo war ein gut aussehender Mann, das hatte sie immer gewusst, aber ihn so nah außerhalb des Arbeitskontextes zu sehen, erlaubte ihr, Details zu bemerken, die sie nie zuvor bemerkt hatte. Seine grauen Augen hatten goldene Glitzer, die am Kerzenlicht schimmerten, und um sie herum befanden sich Lachfältchen, die darauf hindeuteten, dass er einst fröhlicher gewesen war als jetzt. Sein dunkelbraunes Haar war perfekt frisiert, aber sie konnte einige widerspenstige Strähnen sehen, die ihm ein menschlicheres, weniger einschüchterndes Aussehen verliehen. Er trug einen makellosen dunkelblauen Anzug, der wahrscheinlich mehr kostete als ihr 6-Monatsgehalt. Aber die Art, wie er seine Krawatte gelockert und die Ärmel leicht hochgekrempelt hatte, ließ ihn zugänglicher wirken. »Ich aß allein zu Abend, als ich dich sah«, erklärte er sanft, »und ich konnte nicht anders, als zu bemerken, dass dich etwas verletzt hatte.« Seine Stimme hatte eine hypnotische Qualität, die Marcela zum ersten Mal an diesem Abend entspannen ließ, als wäre es das Natürlichste auf der Welt, bei ihm zu sein. Trotz des Klassenunterschieds, der sie trennte, spürte Marcela eine seltsame Wärme, die sich in ihrer Brust ausbreitete, als sie den aufrichtig besorgten Ton in Gustavos Stimme hörte. 3 Jahre lang hatte sie schweigend gearbeitet, sich wie ein effizienter Geist durch sein Haus bewegt,
immer fragend, was für ein Mann er jenseits seiner kalten Geschäftsfassade wirklich war. Jetzt, ihm in dieser intimen Atmosphäre gegenüber sitzend, begann sie Schichten seiner Persönlichkeit zu erkennen, die sie sich nie vorgestellt hatte. »Ich hatte ein Date«, murmelte sie schließlich. Die Worte kamen als verlegenes Flüstern hervor. Aber er fand, ich sei es nicht wert, mich kennenzulernen. Ihre Augen füllten sich wieder mit Tränen, als sie sich an Diegos grausame Nachricht erinnerte, und sie sah, wie Gustavos Ausdruck sich leicht verhärtete. »Hat er dir eine Nachricht geschickt?« fragte er, und als sie nickte, spannten sich seine Kiefermuskeln auf eine Weise, die darauf hindeutete, dass er beträchtliche Wut zurückhielt. »Jeder Mann, der eine Frau so behandelt, verdient keine Sekunde deiner Zeit«, sagte er mit einer Entschlossenheit, die Marcelas Herz schneller schlagen ließ, und er hat eindeutig keine Ahnung, was er verpasst. Seine Worte waren wie Balsam für ihr verletztes Selbstwertgefühl, aber mehr als die Worte war es die Aufrichtigkeit in seinen Augen, die etwas Zerbrochenes in ihr zu heilen begann. Zum ersten Mal seit Jahren verteidigte sie jemand. Jemand dachte, sie sei mehr wert als Ablehnung und Demütigung. Die darauf folgende Stille war nicht unangenehm, sondern von einer Elektrizität erfüllt, die keiner von beiden erwartet hatte. Gustavo ertappte sich dabei, jedes Detail von Marcelas Gesicht zu studieren, sich die Art zu merken, wie ihre Wimpern sanfte Schatten auf ihre Wangen warfen, wenn sie den Blick senkte. Die Art, wie sie sich nervös leicht auf die Unterlippe biss, die genaue Farbe ihrer Augen, die je nach Lichteinfall von braun zu gold wechselten. Es war, als würde er nach Jahren in Schwarz-Weiß plötzlich Farbe sehen, und das Gefühl war so intensiv, dass es ihn schwindelig machte. »Marcela«, sagte er sanft und testete, wie ihr Name in diesem neuen Kontext auf seinen Lippen klang. »Ich weiß nicht, ob es angemessen ist, das zu sagen, aber du bist heute Abend unglaublich schön.« Die Worte entfuhr ihm, bevor er sie aufhalten konnte, beladen mit einer Ehrlichkeit, die selbst ihn überraschte. Er sah, wie sie tief errötete, wie ihre Augen sich überrascht weiteten, und er merkte, dass ihr wahrscheinlich schon lange niemand mehr so etwas gesagt hatte, vielleicht nie auf die Art, wie er es sagte. »Nicht nur heute Abend«, fügte er hinzu. Die Offenbarung traf ihn wie ein Blitz. »Du warst schon immer schön. Ich war nur zu blind, um es zu sehen.« In diesem Moment, an diesem intimen Tisch sitzend mit der Frau, die seit Jahren seinen Raum geteilt hatte, ohne dass er sie wirklich kannte, wusste Gustavo, dass sein Leben gerade eine völlig andere Wendung genommen hatte. Wäre es möglich, dass zwei Menschen aus so unterschiedlichen Welten etwas Echtes zusammenfinden könnten? Oder war dies nur ein Moment des Mitgefühls, der mit dem Tageslicht verschwinden würde? Marcela spürte, wie ihr die Luft aus den Lungen entwich, als sie Gustavos Worte hörte. Niemand, absolut niemand, hatte je mit ihr in dieser Kombination aus Respekt und aufrichtiger Bewunderung gesprochen, die sie in seiner Stimme hörte. Ihre Wangen brannten nicht nur vor Scham, sondern vor einer Emotion, die sie nicht zu verarbeiten wusste. »Herr Castillo, das müssen Sie nicht sagen«, murmelte sie und senkte den Blick auf ihre zitternden Hände auf dem Tisch. »Ich weiß, Sie sind nur nett, weil Sie mich schlecht sehen.« Doch als sie aufblickte, um seinen Blick zu begegnen, ließ die Intensität seines Blickes sie sprachlos zurück. Es war kein Mitleid, was sie dort sah, auch keine erzwungene Höflichkeit. Da war etwas viel Tieferes. Etwas, das sie sich in diesem Moment als die einzige Frau auf der Welt fühlen ließ. 3 Jahre lang hatte sie sein Haus geputzt, sein Frühstück zubereitet, seine Wäsche gewaschen, sich immer unsichtbar gehalten, sich immer wieder daran erinnert, dass sie aus verschiedenen Welten stammt. Gustavo war gebildet, erfolgreich, mondain, alles, was sie nicht war. Doch die Art, wie er sie jetzt ansah, als hätte er gerade einen verborgenen Schatz entdeckt, ließ sie alles in Frage stellen, was sie über ihren Platz in der Welt zu wissen glaubte. Seine grauen Augen schienen jeden Gedanken zu lesen, der ihr durch den Kopf ging, jede Unsicherheit, jeden geheimen Traum, den sie jahrelang in ihrem Herzen bewahrt hatte. »Marcela«, sagte Gustavo und beugte sich leicht vor. »Darf ich dich etwas fragen?« Als sie mit nervöser Neugierde nickte, fuhr er mit einer Stimme fort, die kaum ein intimes Flüstern war. »Könntest du mich Gustavo nennen? Zumindest für heute Abend könnten wir vergessen, dass ich dein Chef bin und du meine Angestellte. Wir könnten einfach 2 Menschen sein, die sich am perfekten Moment getroffen haben.« Seine Bitte überraschte sie so sehr, dass sie mehrere Sekunden lang sprachlos war. Die Vorstellung, ihn beim Namen zu nennen, ihn als Gleichgestellten zu behandeln, war ihrer Erfahrung so fremd, dass sie nicht wusste, wie sie reagieren sollte. Aber da war etwas in seinen Augen, das sie einlud, diesen Vertrauensvorschuss zu wagen, für einen Moment die sozialen Unterschiede zu vergessen, die sie normalerweise trennten. »Gustavo«, murmelte sie experimentell, und der Name fühlte sich fremd, aber aufregend auf ihren Lippen an. Sie sah, wie seine Augen aufleuchteten, als er sie hörte, wie sich ein echtes Lächeln auf seinem Gesicht ausbreitete, ein Lächeln, das seine ernsten Züge völlig verwandelte. In diesem Moment, ihm am intimen Tisch des Restaurants gegenüber sitzend,
wirkte er nicht wie der mächtige, distanzierte Geschäftsmann, den sie kannte. Er wirkte einfach wie ein Mann, auf seine eigene Weise verletzlich, der eine echte Verbindung zu einem anderen Menschen suchte. Es war, als hätten beide Masken abgenommen, die sie jahrelang getragen hatten. Der Kellner näherte sich diskret dem Tisch, sichtlich erleichtert, dass endlich jemand anderes dort saß. »Wünschen Sie etwas zu bestellen?« fragte er mit erneuter Professionalität. Marcella spannte sich sofort an, erinnerte sich an ihre Franken und die Realität ihrer wirtschaftlichen Situation. Sie konnte es Gustavo nicht erlauben, für sie zu bezahlen. Es wäre zu demütigend, aber sie hatte auch kein Geld für ein Abendessen in einem solchen Lokal. »Ich sollte eigentlich gehen«, begann sie zu sagen, aber Gustavo unterbrach sie sanft. »Bitte, bleib«, bat er sie. Und etwas in seiner Stimme hielt sie völlig an. »Es würde mich sehr glücklich machen, wenn du mich zum Abendessen begleiten würdest. Nicht als Chef und Angestellte, sondern als Freunde.« Das Wort Freunde hing in der Luft zwischen ihnen, beladen mit Möglichkeiten, die keiner von beiden noch zu benennen wagte. Marcella sah ihm in die Augen, suchte nach Anzeichen von Herablassung oder Mitleid, fand aber nur aufrichtige Ehrlichkeit. »Sind Sie sicher?« fragte sie sanft, und als er mit einem Lächeln nickte, das ihr den Atem raubte, spürte sie, wie sich etwas in ihrer Brust auflöste. »Dann ja«, murmelte sie. »Ich möchte bleiben, Gustavo.« Sein Name klang immer natürlicher auf ihren Lippen, immer weniger verboten. Der Kellner notierte ihre Bestellungen, und zum ersten Mal an diesem Abend erlaubte Marcella sich wirklich zu entspannen. Während sie auf das Essen warteten, war Gustavo von jedem kleinen Detail Marcellas fasziniert, das er nie zuvor beobachten konnte. Die Art, wie sie leicht gestikulierte, wenn sie sprach, wie ihre Augen aufleuchteten, wenn sie von einem Thema begeistert war, das sanfte Lachen, das ihren Lippen entwich, wenn er eine Bemerkung machte, die sie amüsierte. »Erzähl mir von dir«, bat er, aufrichtig neugierig, die Frau kennenzulernen, die seit Jahren unter seinem Dach gelebt hatte, ohne dass er bemerkt hatte, wer sie wirklich war. Marcella war anfangs schüchtern, nicht daran gewöhnt, am positiven Sinne, am Mittelpunkt zu stehen. Aber nach und nach begann sie, sich zu öffnen. Sie erzählte ihm von ihrer Familie in den Schweizer Alpen, davon, wie sie auf der Suche nach einem besseren Leben nach Zürich gekommen war, von ihren einfachen Träumen, eines Tages ein kleines eigenes Haus mit einem Garten zu haben, in dem sie Blumen pflanzen konnte. Ihre Geschichten waren bescheiden, aber sie waren voller Wärme und Authentizität, die etwas Tiefes in Gustavos Herz berührte. Er erkannte, dass er jahrelang von Menschen umgeben gewesen war, die ihm sagten, was er ihrer Meinung nach hören wollte. Aber Marcella sprach von Herzen, ohne Filter, ohne versteckte Absichten. Es war erfrischend auf eine Weise, die er seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt hatte. Jedes Wort, das ihren Lippen entwich, machte sie interessanter, begehrenswerter, notwendiger für ihn, auf eine Weise, die er sich rational nicht erklären konnte. Als das Essen kam, begann etwas Magisches zwischen ihnen zu geschehen. Die sozialen Unterschiede verschwanden allmählich, ersetzt durch eine echte menschliche Verbindung, die beide durch ihre Intensität überraschte. Gustavo ertappte sich dabei, mehr zu lachen, als er seit Monaten gelacht hatte, und entspannte sich auf eine Weise, die er sich nie erinnern konnte, getan zu haben. Marcella ihrerseits begann, den Mann hinter dem Titel zu sehen, das einsame Herz hinter dem geschäftlichen Erfolg. »Weißt du, was das Seltsamste an all dem ist?« sagte Gustavo, legte seine Gabel beiseite und sah sie direkt an. 3 Jahre lang haben wir am selben Haus gelebt, dieselbe Luft geatmet, waren körperlich so nah beieinander, und doch lernen wir uns heute Abend zum ersten Mal kennen. Marcella nickte und spürte die gleiche Ungläubigkeit. »Es ist, als wären wir 2 Fremde gewesen, die Parallelleben führen«, antwortete sie sanft. »Ich hätte nie gedacht, dass du, korrigierte sie sich mit einem schüchternen Lächeln, so menschlich bist.« Ihr Kommentar brachte ihn zum Lachen, ein echtes Lachen, das sein Gesicht völlig verwandelte. »So menschlich«, wiederholte er amüsiert. »Ich schätze, ich habe so lange den Chef gespielt, dass ich vergessen habe, einfach nur Gustavo zu sein.« In diesem Moment, als die Lichter der Stadt durch das Fenster leuchteten und ihre Unterhaltung floss, als würden sie sich schon ein Leben lang kennen, wussten beide, dass diese Nacht etwas Grundlegendes zwischen ihnen verändert hatte, etwas, das nie wieder so sein konnte wie zuvor. Doch was keiner von beiden wusste, war, dass diese magische Verbindung erst am Anfang stand und dass das Schicksal viel größere Pläne für sie hatte, als sie sich vorstellen konnten. Die Unterhaltung floss weiter zwischen ihnen, als hätten sie ein ganzes Leben lang darauf gewartet, diese Gelegenheit zu haben, sich wirklich kennenzulernen. Gustavo erzählte Dinge, die er noch nie jemandem erzählt hatte, Geheimnisse über seine einsame Kindheit in einer reichen, aber kalten Familie, darüber, wie er sein Geschäftsimperium aufgebaut hatte, um die emotionale Leere zu füllen, die er seit seiner Kindheit in sich trug. »Mein Vater hatte nie Zeit für mich«, gestand er und drehte sein Weinglas in seinen Händen.
Er war immer zu beschäftigt damit, das Familienunternehmen aufzubauen. Und meine Mutter, nun ja, sie zog Wohltätigkeitsveranstaltungen und gesellschaftliche Treffen dem Zusammensein mit ihrem Sohn vor. Marcella hörte mit einer Aufmerksamkeit zu, die er noch nie von einer Frau erhalten hatte. Ihre Augen waren voller echten Mitgefühls, das ihn völlig entwaffnete. Ich wuchs in einer Villa voller Angestellter auf, aber leer an wahrer Liebe, fuhr er fort, überrascht von seiner eigenen Verletzlichkeit. Ich schätze, deshalb bin ich so kalt, so distanziert geworden. Ich dachte, wenn ich mich nicht an Menschen annähere, könnten sie mich nicht verletzen. Seine Worte hallten in Marcellas Herz wieder, die zu verstehen begann, warum er all die Jahre so unnahbar gewirkt hatte. Es war keine Arroganz, die ihn distanziert hielt, es war Schutz vor Schmerz. Die Ironie der Situation entging keinem von beiden. Er war umgeben von Luxus aufgewachsen, aber hungrig nach echter Zuneigung, während sie mit wenig Geld, aber umgeben von der bedingungslosen Liebe ihrer Familie aufgewachsen war. Ich wuchs in einem kleinen Dorf in Graubünden auf, erzählte Marcella. Ihre Stimme war sanft, aber voller Nostalgie. Wir waren arm, aber unser Haus war immer voller Lachen, Musik, von Menschen, die einander wirklich liebten. Ihre Augen leuchteten bei der Erinnerung, und Gustavo war völlig gefesselt von der Wärme, die sie ausstrahlte, wenn sie von ihrer Familie sprach. Meine Mutter hatte immer die Tür offen für jeden, der einen Teller Essen oder einen Schlafplatz brauchte. Mein Vater arbeitete auf dem Feld von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, kam aber nie nach Hause, ohne uns ein kleines Geschenk mitzubringen, selbst wenn es nur eine Blume war, die er auf dem Weg gefunden hatte. Die Unterschiede zwischen ihren Kindheiten waren so deutlich, dass sie von verschiedenen Planeten zu stammen schienen. Doch seltsamerweise brachten diese Unterschiede sie näher zusammen, anstatt sie zu trennen. Gustavo wurde klar, dass alles Geld der Welt ihm nicht das kaufen konnte, was Marcella umsonst gehabt hatte. Eine Familie, die sie bedingungslos liebte. Ich kam mit 21 Jahren nach Zürich, fuhr sie fort, mit kaum 300 Franken und dem Traum, Geld an meine Familie zu schicken. Ich hätte nie gedacht, dass ich am Ende in einer so schönen Villa wie deiner arbeiten würde. Als sie sein Haus erwähnte, spürten beide die seltsame Realität ihrer Situation. Sie aßen als Gleichgestellte zu Abend, teilten ihre Seelen, während sie morgen wieder seine Böden putzen und er wieder in sein Büro zurückkehren würde. Marcella, sagte Gustavo sanft und streckte seine Hand über den Tisch, bis seine Finger ihre streiften. Darf ich dich etwas Persönliches fragen? Die körperliche Berührung elektrisierte beide. Ein Funke der Verbindung, der weit über Freundschaft hinausging. Sie nickte, ihr Herz schlug so schnell, dass sie sicher war, er konnte es hören. Warum hast du nie geheiratet? Eine Frau wie du, so schön, so liebenswert, so echt, wie ist es möglich, dass du noch Single bist? Die Frage überraschte sie, und für einen Moment gingen ihre Abwehrmechanismen automatisch hoch, doch die Aufrichtigkeit in seinen Augen überzeugte sie, ebenso ehrlich zu sein. Männer in meinem sozialen Umfeld sehen mich als eine gute Option, schnell zu heiraten und Kinder zu bekommen, erklärte sie mit einem traurigen Lächeln. Aber sie haben mich nie wirklich gesehen. Und Männer aus anderen Kreisen, nun ja, wie Diego heute Abend, denken, ich sei nicht gut genug für sie. Ihre Finger verschränkten sich natürlich mit seinen, während sie sprach, und keiner von beiden unternahm einen Versuch, sich zu trennen. Ich habe immer davon geträumt, jemanden zu finden, der mich liebt, wie ich wirklich bin. Nicht für das, was ich für sie tun kann oder was ich gesellschaftlich darstelle. Ihre Worte waren wie Pfeile, die direkt in Gustavos Herz trafen, der erkannte, dass er sein ganzes erwachsenes Leben lang genau dasselbe gesucht hatte, nur in die falschen Richtungen. Der Moment wurde intimer, als Gustavo sanft ihre Hand drückte und sich vorlehnte, die physische Distanz zwischen ihnen verringerte. Und du? Fragte Marcella mit einem Mut, der selbst sie überraschte. Warum ist ein Mann wie du an einem Freitagabend allein zu Abend? Die Frage ließ ihn ironisch lächeln, weil alle Frauen, die ich in meinem sozialen Umfeld kennengelernt habe, an meinem Nachnamen, an meinem Bankkonto interessiert sind. An dem, was ich für ihre Karrieren oder ihren sozialen Status tun kann, gestand er. Ich hatte Beziehungen, aber ich hatte nie eine echte Verbindung zu jemandem. Ich habe mich immer wie ein Schauspieler gefühlt, der die Rolle des perfekten Freundes, des idealen Ehemanns spielt, ohne dass sich jemand die Mühe machte, den wahren Mann dahinter kennenzulernen. Seine Worte flossen mit einer brutalen Ehrlichkeit, die sie zutiefst berührte. Heute Abend ist das erste Mal seit Jahren, dass ich mich selbst fühle. Mit dir kann ich einfach Gustavo sein. Nicht der Erbe, nicht der CEO, nicht der begehrte Junggeselle. Nur ein Mann, der entdeckt, dass die unglaublichste Frau, die er je getroffen hat, seit 3 Jahren unter seinem Dach gelebt hat. Ihre Augen trafen sich und verharrten so für lange Sekunden, kommunizierend in einer Sprache, die über Worte hinausging. Es war, als könnten sie sich direkt in die Seele blicken und in dem anderen etwas erkennen, wonach sie unbewusst gesucht hatten. Die Spannung zwischen ihnen war spürbar, geladen mit Möglichkeiten, die keiner von beiden noch zu benennen wagte,
die aber beide mit jeder Faser ihres Seins spürten. Das Restaurant leerte sich allmählich um sie herum, aber sie waren so in ihr Gespräch vertieft, dass sie die verstreichende Zeit kaum bemerkten. Es war, als gäbe es eine magische Blase um ihren Tisch, die sie vor der Außenwelt und all den Komplikationen schützte, die ihre Situation mit sich brachte. »Ich kann nicht glauben, dass wir hier sind«, murmelte Marcela, erstaunt über die Surrealität des Ganzen. »Heute Morgen bin ich aufgewacht und dachte, du wärst dieser unerreichbare Mann, fast wie eine mythische Figur in meinem Leben. Und jetzt, ermutigte er sie sanft, als sie innehielt. Seine Augen leuchteten mit einer Intensität, die sie sich als die einzige Frau auf der Welt fühlen ließ. Jetzt merke ich, dass du echt bist, dass du ein Herz hast, dass du verletzt und verwundet werden kannst wie jeder von uns.« Sie beendete ihren Satz mit kaum einem Flüstern. »Und du«, erwiderte er und streichelte sanft ihre Knöchel mit seinem Daumen. »Du hast mich daran erinnert, wie es sich anfühlt, wirklich lebendig zu sein. Jahrelang habe ich Pirf am Autopilot existiert, Rollen und Erwartungen erfüllt. Aber mit dir fühle ich mich, als würde ich aus einem langen grauen Traum erwachen.« Der Kellner näherte sich diskret, um ihnen mitzuteilen, dass das Restaurant bald schließen würde, aber keiner von beiden wollte, dass diese magische Nacht endete. Sie hatten zusammen etwas Kostbares entdeckt, etwas, das alle sozialen und wirtschaftlichen Barrieren, die sie trennten, überwand, und die Vorstellung, zur Realität zurückzukehren, erschreckte beide. Würden sie den Mut haben zuzugeben, dass das, was sie in dieser Nacht gefunden hatten, mehr war als Freundschaft? Oder würden sie zulassen, dass der Sonnenaufgang die Magie zerstörte, die sie gemeinsam geschaffen hatten? Der Moment der Wahrheit kam, als der Kellner ihnen die Rechnung brachte und das Restaurant um sie herum zu schließen begann. Gustavo bezahlte, ohne dass Marcela auch nur Einspruch erheben konnte. Und als sie zusammen in die frische Nachtluft Zürichs traten, wussten beide, dass sie einen Punkt ohne Wiederkehr erreicht hatten. Die Lichter der Stadt funkelten wie irdische Sterne und schufen eine romantische Atmosphäre, die wie für diesen Moment geschaffen schien, den sie teilten. »Ich will nicht, dass diese Nacht endet«, gestand Gustavo, als er neben Marcelas Auto stehen blieb und sich ihr ganz unter den Straßenlaternen zuwandte. Sie sah noch schöner aus, ihre gebräunte Haut schimmerte sanft, und ihre Augen spiegelten all die Emotionen wider, die wie elektrische Ströme zwischen ihnen flossen. »Marcela, ich weiß, das ist kompliziert. Ich weiß, dass morgen alles anders sein wird. Aber ich kann nicht so tun, als hätte das, was hier passiert ist, nicht alles für mich verändert.« Seine Worte hingen in der Nachtluft, geladen mit Implikationen, die beide verstanden, aber noch nicht ganz zu erforschen wagten. Der sanfte Wind bewegte leicht Marcelas Haar, und Gustavo musste den Impuls unterdrücken, nach ihr zu greifen und ihr eine Haarsträhne hinter das Ohr zu streichen. Die Intimität zwischen ihnen war während des Abendessens exponentiell gewachsen, doch jetzt, allein auf der Straße unter dem Mond, fühlte sie sich in ihrer Intensität fast überwältigend an. »Gustavo«, murmelte Marcela, ihre Stimme zitterte leicht vor Emotionen. »Ich möchte auch nicht, dass es endet. Das war die unglaublichste Nacht meines Lebens.« Sie trat einen Schritt näher an ihn heran, verringerte den Abstand zwischen ihren Körpern, bis sie die Wärme spüren konnte, die von ihm ausging. »Aber ich habe Angst«, gab sie mit einer Ehrlichkeit zu, die ihn völlig entwaffnete. »Ich habe Angst, dass du morgen aufwachst und merkst, dass dies nur ein Moment des Mitgefühls war, dass ich nur deine Angestellte bin, die einen schlechten Abend hatte und du Mitleid mit mir hattest.« Ihre Unsicherheiten kamen an die Oberfläche. All die Jahre, in denen sie sich weniger als andere fühlte, unsichtbar war, für niemanden gut genug war. Gustavo spürte, wie ihm das Herz brach, als er ihre Ängste hörte, als er erkannte, wie viel Leid die Welt dieser außergewöhnlichen Frau angetan hatte. Ohne zu zögern hob er seine Hände, um sanft ihr Gesicht zu umrahmen, und zwang sie, ihm direkt in die Augen zu sehen. »Marcela, sieh mich an«, sagte er mit sanfter Entschlossenheit. »Sieht das für dich nach Mitgefühl aus?« Seine grauen Augen leuchteten mit einer Intensität, die sie gleichzeitig beruhigte und erschreckte. »Was ich jetzt für dich empfinde, geht weit über Mitgefühl hinaus. Ich weiß noch nicht, wie ich es nennen soll. Ich weiß nicht, wohin es uns führen wird. Aber ich weiß, dass es real ist. Realer als alles, was ich in meinem Erwachsenenleben gefühlt habe.« Ihre Gesichter waren jetzt so nah, dass sie den Atem des anderen spüren konnten. Und die Spannung zwischen ihnen erreichte einen kritischen Punkt, den keiner von beiden länger ignorieren konnte. »Darf ich dich küssen?« fragte Gustavo. Seine Stimme war rau vor verhaltener Emotion. Seine Augen suchten in ihren um Erlaubnis. Marcela spürte, wie ihr Herz für eine Sekunde stehen blieb, bevor es so schnell zu schlagen begann, dass sie dachte, es würde aus ihrer Brust springen. 3 Jahre lang hatte sie heimlich von diesem Moment fantasiert, ohne jemals zu glauben, dass er passieren könnte. Und jetzt, da er da war, fühlte es sich wie ein Traum an, aus dem sie fürchtete zu erwachen. »Ja«, flüsterte sie kaum hörbar, aber er hörte sie perfekt.
Als sich ihre Lippen trafen, war es, als würde die ganze Welt stillstehen. Der Kuss begann sanft, zögerlich, als würden beide die Unglaubwürdigkeit des Moments genießen. Doch er intensivierte sich schnell, als sie die Tiefe der Verbindung erkannten, die sie verleugnet hatten. Gustavos Lippen waren weich, aber fest, und er küsste mit einer verhaltenen Leidenschaft, die von Jahren unterdrückter Emotionen sprach, die endlich ihren Ausweg fand. Marcella schmolz in seinen Armen dahin, all ihre Abwehrmechanismen fielen, während sie sich dem romantischsten Moment ihres Lebens völlig hingab. Ihre Hände glitten zu seiner Brust und spürten die beschleunigten Herzschläge seines Herzens, die perfekt mit ihren eigenen übereinstimmten. Als sie sich schließlich voneinander lösten, waren beide außer Atem und völlig verändert. Die Linie, die ihre Welten 3 Jahre lang getrennt hatte, war unwiderruflich überschritten worden, und beide wussten es. »Mein Gott«, murmelte Gustavo und legte seine Stirn an ihre. »Was sollen wir jetzt tun?« Seine Frage enthielt alle Komplikationen, denen sie begegnen würden. Er war ihr Chef. Sie stammten aus völlig unterschiedlichen sozialen Welten, die Erwartungen der Gesellschaft, die Urteile anderer. Doch in diesem Moment, mit dem Geschmack ihrer Lippen noch auf seinen und der Wärme ihres Körpers so nah, schien keine dieser Komplikationen wichtig. »Ich weiß es nicht«, antwortete Marcella ehrlich, »aber ich weiß, dass ich nicht mehr so tun will, als würde ich nicht fühlen, was ich für dich fühle.« Ihre Worte waren wie Musik in Gustavos Ohren. Der erkannte, dass diese mutige Frau bereit war, alle Schwierigkeiten zu überwinden, die mit der Erforschung dessen einhergingen, was sie zusammengefunden hatten. »Dann lassen wir uns nicht zurückhalten«, entschied er und nahm ihre Hände in seine. »Ich weiß nicht, wie wir es schaffen werden, aber ich möchte es versuchen. Ich möchte sehen, wohin uns das führt.« Das gegenseitige Engagement für das zu kämpfen, was sie gefunden hatten, wurde mit einem weiteren Kuss besiegelt, dieser tiefer und vielversprechender als der vorherige, voller Hoffnung und Entschlossenheit. Die Zürcher Nacht umhüllte sie wie ein schützender Mantel, während sie planten, wie sie die komplizierten Gewässer, die sie erwarteten, navigieren würden. Sie beschlossen, die Dinge Tag für Tag anzugehen, Momente zu finden, um sich besser kennenzulernen, ohne Marcellas Arbeit zu gefährden, diese außergewöhnliche Verbindung zu erforschen, ungeachtet der Meinungen anderer. »Mein Herz hat jahrelang geschlafen«, gestand Gustavo und küsste sanft ihre Stirn. »Und du hast es in einer einzigen Nacht geweckt. Ich werde dich jetzt nicht mehr gehen lassen, da ich dich gefunden habe.« Marcella spürte Glückstränen über ihre Wangen laufen, ein schöner Kontrast zu den Schmerztränen, die sie Stunden zuvor an derselben Stelle vergossen hatte. »Ich hätte nie gedacht, dass jemand wie du mich lieben könnte«, murmelte sie. Und er unterbrach sie sanft. »Nicht jemand wie ich, Marcella. Ich, Gustavo, der Mann, den du heute Nacht geweckt hast, der sich zum ersten Mal in seinem Leben vollständig fühlt.« Während sie sich mit dem Versprechen verabschiedeten, sich am nächsten Tag zu sehen, wussten beide, dass sie zusammen etwas Außergewöhnliches gefunden hatten. Diego, der Mann, der sie so grausam abgewiesen hatte, war unwillentlich der Architekt ihres Glücks gewesen, indem er in dieser Nacht nicht erschien. Das Schicksal hatte sich verschworen, um sie genau dorthin zu bringen, wo sie sein mussten. Genau in dem Moment, als beide bereit waren, sich der wahren Liebe zu öffnen. Doch die wahre Herausforderung begann erst. Wie konnten so unterschiedliche Welten eine gemeinsame Zukunft aufbauen, ohne dass die Gesellschaft sie dabei zerstörte? Die Tage, die auf diese magische Nacht folgten, waren wie das Leben in einem wunderschönen und zugleich beängstigenden Traum. Marcella kam jeden Morgen mit rasendem Herzen in Gustavos Villa an, unsicher, wie sie sich verhalten sollte, da sich alles zwischen ihnen verändert hatte. Am ersten Montag nach ihrer Begegnung am Restaurant wartete er in der Küche mit einer Tasse Kaffee auf sie, genau so zubereitet, wie sie ihn mochte. Ein Detail, das sie überraschte, denn sie hatte ihm nie ihre Vorlieben erwähnt. »Guten Morgen, Schöne«, sagte er mit einem Lächeln, das sie völlig dahinschmelzen ließ. Und als er sich ihr näherte, um ihr einen Kuss auf die Lippen zu geben, spürte Marcella, wie sich ihre ganze Welt um diesen perfekten Moment neu ordnete. In den folgenden 2 Wochen entwickelten sie eine geheime Routine. Sie arbeitete tagsüber wie immer, aber am Abend, nachdem ihre Arbeitszeit offiziell beendet war, blieben sie stundenlang zusammen auf der Terrasse der Villa, redeten und lernten sich auf Ebenen kennen, die sie sich nie hätten vorstellen können. Gustavo sagte wichtige Meetings ab, nur um Zeit mit ihr zu verbringen. Etwas, das er noch nie für eine Frau getan hatte. Sie teilten intime Mahlzeiten, die er selbst zubereitete, wobei er entdeckte, dass das Kochen für Marcella ihm eine einfache Freude bereitete, die all seine geschäftlichen Erfolge ihm nie hatten bieten können. Jedes Gespräch brachte sie einander näher, jeder Kuss ließ sie sich vollständiger fühlen. Doch nicht alles war perfekt in ihrem kleinen, geheimen Paradies. Marcella kämpfte ständig gegen die Stimme in ihrem Kopf, die ihr sagte, dass das alles zu schön sei, um wahr zu sein, dass ein Mann wie Gustavo irgendwann müde werden würde, mit ihr zu spielen und in seine Welt der mondänen Frauen und bequemen Beziehungen zurückkehren würde.
»Woran denkst du, wenn du so still wirst?« fragte er sie eines Nachmittags, als sie durch den Garten der Villa spazierten. Er bemerkte den nachdenklichen Ausdruck, der manchmal über ihr Gesicht huschte. Marcella zögerte einen Moment, bevor sie ehrlich war. »Ich denke darüber nach, was passiert, wenn du dessen überdrüssig wirst«, gestand sie und blieb am zentralen Brunnen stehen. »Wenn du merkst, dass ich nur ein einfaches Mädchen bin, das nicht in deine reale Welt passt.« Ihre Worte trafen ihn wie ein Schlag ins Gesicht, und Gustavo erkannte, wie sehr ihr all die Jahre, in denen sie als nicht gut genug behandelt wurde, ihrem Selbstwertgefühl geschadet hatten. »Marcella, sieh mich an«, bat er, und nahm ihr Gesicht mit dieser Sanftheit in seine Hände, die sie jedes Mal entwaffnete. »Meine reale Welt bist du. Alles andere ist nur Theater, Verpflichtungen, eine Rolle, die ich spiele, weil es von mir erwartet wird. Aber das«, sagte er, und zeigte auf den Raum zwischen ihnen, »das ist das Realste, was ich in meinem Leben hatte.« Seine grauen Augen leuchteten mit einer Aufrichtigkeit, die sie beruhigte. Aber die Unsicherheiten eines ganzen Lebens ließen sich nicht mit schönen Worten heilen, so ehrlich sie auch waren. Gustavo führte auch seine eigenen inneren Kämpfe. Seine Eltern hatten ihn wieder wegen der Ehe unter Druck gesetzt und passende Kandidatinnen aus bekannten Familien des Zürcher Gesellschaftskreises vorgeschlagen. Seine Mutter hatte ein Abendessen mit der Tochter eines Geschäftspartners arrangiert, einer in Harvard ausgebildeten Frau mit politischen Verbindungen, die perfekt wäre, um das Familienunternehmen zu erweitern. »Es interessiert mich nicht, Mutter«, hatte er während eines angespannten Telefonats bestimmt gesagt. »Ich habe dir bereits gesagt, dass ich meine Frau selbst wählen werde, wenn ich bereit bin zu heiraten.« Seine Ablehnung hatte einen Familienskandal ausgelöst, der immer noch mit verdeckten Drohungen bezüglich seiner Zukunft am Unternehmen und seines Erbes nachhallte. Doch jedes Mal, wenn er Marcella ansah, jedes Mal, wenn er sie lachen sah oder sie sanft singen hörte, während sie am Garten arbeitete, stärkte sich seine Entschlossenheit, das zu schützen, was sie zusammen aufgebaut hatten. Eines Abends, als sie unter den Sternen auf der Terrasse speisten, nahm er ihre Hand und gab ihr ein Versprechen, das alles verändern würde. »Marcella, ich möchte, dass du etwas weißt. Egal wie viel Druck meine Familie ausübt, egal welchen Hindernissen wir begegnen, ich werde dich nicht gehen lassen. Was wir haben, ist zu kostbar, um es für die Erwartungen anderer zu opfern.« Seine Worte waren wie Balsam für ihr unsicheres Herz, aber auch eine Kriegserklärung an eine Welt, die sie nicht so leicht akzeptieren würde. Die Feuerprobe kam 3 Wochen nach ihrer ersten Begegnung am Restaurant. Gustavo war zu einem hochkarätigen Wohltätigkeitsgala eingeladen worden. Eine gesellschaftliche Gelegenheit, bei der seine Abwesenheit bemerkt und kritisiert werden würde. Tagelang hatte er mit der Entscheidung gerungen, allein zu gehen oder Marcella als seine offizielle Begleitung mitzunehmen. Wohlwissend, dass dies gleichbedeutend mit einer öffentlichen Bekanntgabe ihrer Beziehung wäre. »Ich möchte, dass du mitkommst«, sagte er ihr schließlich eines Nachmittags, als sie die Blumen am Vorgarten goss. »Ich möchte, dass die Welt weiß, dass die unglaublichste Frau Zürichs meine ist.« Marcella ließ den Schlauch fallen und spürte, wie ihre Beine sie nicht mehr tragen wollten. »Gustavo, ich kann nicht«, murmelte sie, die Angst deutlich in ihrer Stimme. »Ich gehöre nicht in diese Welt. Ich werde nicht wissen, wie ich mich verhalten, was ich sagen, wie ich mich anziehen soll. Sie werden sofort merken, dass ich nicht wie sie bin.« Ihre Reaktion überraschte ihn nicht. Aber er hatte gehofft, dass 3 Wochen Liebe und ständiger Unterstützung ihr Selbstvertrauen gestärkt hätten. »Ich will nicht, dass du wie sie bist«, antwortete er, trat näher und nahm sie in die Arme. »Ich will, dass du genau so bist, wie du bist. Du bist echter, aufrichtiger, schöner als jede Frau, die auf dieser Gala sein wird. Und wenn sie das nicht sehen können, ist das ihr Problem, nicht unseres.« Sein Glaube an sie war unerschütterlich. Aber Marcella wusste, dass die Konfrontation mit der öffentlichen Prüfung der Zürcher High Society die schwierigste Prüfung ihrer Beziehung sein würde. Nach 2 Tagen innerer Debatte und langen nächtlichen Gesprächen traf Marcella die mutigste Entscheidung ihres Lebens. »Ich werde mit dir gehen«, sagte sie, ihre Stimme zitternd, aber entschlossen. »Wenn du wirklich glaubst, dass ich das schaffen kann, wenn du wirklich denkst, dass ich all das Drama wert bin, das dies verursachen wird, dann werde ich gehen.« Das Lächeln, das Gustavos Gesicht erhellte, war so strahlend, dass es die ganze Stadt hätte erleuchten können. »Du bist es wert, Marcella«, versicherte er ihr und küsste sie mit einer Leidenschaft, die von zukünftigen Versprechen und gemeinsamen Träumen sprach. »Du bist nicht nur das Drama wert, du bist es wert, dass ich mein ganzes Leben für dich ändere.« An diesem Abend schmiedeten sie detaillierte Pläne. Er würde eine persönliche Stylistin engagieren, um ihr bei der Vorbereitung zu helfen. Er würde ihr ein Kleid kaufen, das sie sich wie die Königin fühlen ließ, die sie für ihn war, und sie würden sich gemeinsam jeder Reaktion stellen, die kommen würde. »Morgen Abend«, murmelte er gegen ihre Lippen. »Morgen Abend wird ganz Zürich wissen,
dass Gustavo Castillo zutiefst in die außergewöhnlichste Frau der Welt verliebt ist. Seine Worte waren wie ein Zauber, der Marcelas Angst in Entschlossenheit verwandelte. Zum ersten Mal in ihrem Leben war jemand bereit, alles für sie zu riskieren, und das gab ihr den Mut, den sie brauchte, um jeden Sturm zu überstehen. Gemeinsam konnten sie die ganze Welt erobern. Würden sie bereit sein für die Reaktion der Welt, wenn sie öffentlich zusammen auftraten? Oder würde dies die Prüfung sein, die ihre Märchenliebe zerstören würde? Die Nacht der Wohltätigkeitsgala kam wie ein Wirbelsturm aus Nerven und gemischten Gefühlen. Marcela hatte den ganzen Tag in einem exklusiven Spa verbracht, wo Gustavos Stylistin sie in eine Version ihrer selbst verwandelt hatte, die sie sich nie vorgestellt hatte. Ihr Haar fiel in glamourösen Wellen, die ihr Gesicht perfekt umrahmten. Ihr Make-up betonte ihre besten Eigenschaften, ohne ihre natürliche Schönheit zu verdecken. Und das Kleid, das Gustavo für sie ausgewählt hatte, war ein Kunstwerk aus goldener Seide, das sie wie eine Göttin aussehen ließ. Als er sie die Treppe der Villa herunterkommen sah, war er buchstäblich sprachlos. »Du bist die schönste Frau, die ich je gesehen habe«, murmelte er, seine Stimme rau vor Emotionen. Und Marcela konnte in seinen Augen sehen, dass es keine romantische Übertreibung war, sondern die absolute Wahrheit aus seiner Sicht. Während der Fahrt in seinem eleganten Auto zum Hotel, wo die Veranstaltung stattfand, ließ Gustavo ihre Hand keine Sekunde los, als wollte er ihr all seine Kraft und sein Vertrauen durch körperlichen Kontakt vermitteln. »Was auch immer heute Abend passiert«, sagte er ihr, als sie sich dem Hotel näherten, »ich möchte, dass du dich erinnerst, dass du außergewöhnlich bist, dass du es genauso verdienst, dort zu sein wie jeder andere und dass ich an deiner Seite sein werde, komme was wolle.« Seine Worte waren wie ein schützender Schild um Marcelas nervöses Herz. Der Einlass zur Veranstaltung war, als würde man direkt in die Löwengrube gehen. Die Fotografen spielten verrückt, als sie Gustavo Castillo, einen der begehrtesten Junggesellen Zürichs, Arm in Arm mit einer unbekannten Frau sahen, die eindeutig nicht zu seinem üblichen sozialen Kreis gehörte. Die Blitzlichter der Kameras blendeten sie für einen Moment, aber Gustavo hielt seinen Arm fest um Marcelas Taille und führte sie sicher durch die neugierige Menge. Wer ist sie? Woher kommt sie? Ist sie seine neue Freundin? Die Fragen schwirrten um sie herum wie wütende Bienen, aber Gustavo ignorierte sie völlig, konzentriert darauf, dass Marcela sich wohl und beschützt fühlte. Einmal am eleganten Ballsaal waren die Blicke noch intensiver. Die Frauen der High Society musterten sie von Kopf bis Fuß mit kritischen Augen, eindeutig bemüht, sie auf ihrer sozialen Landkarte zu verorten und dabei zu scheitern. Die Männer hingegen konnten nicht aufhören, sie mit offensichtlicher Bewunderung anzusehen, was Gustavo gleichzeitig stolz und beschützend fühlen ließ. »Atme, Schöne«, flüsterte er ihr ins Ohr. »Du bist die eleganteste Frau am ganzen Saal.« Sein unerschütterlicher Glaube an sie war der Anker, den sie brauchte, um die Fassung zu bewahren. Als sie begannen, durch den Saal zu gehen, stellte Gustavo Marcela Bekannten und Geschäftspartnern mit einem Stolz vor, der unmöglich zu verbergen war, und allmählich begann sie sich zu entspannen und ihre natürliche und charmante Persönlichkeit zu zeigen. Die wahre Überraschung des Abends kam, als Patricia Müller-Sprecher, die unbestrittene Matriarchin der Zürcher Gesellschaft und Mutter, einer von Gustavos prominentesten Ex-Freundinnen, sich während des Abendessens ihrem Tisch näherte. »Lieber Gustavo«, sagte sie mit diesem eiskalten Lächeln, das Frauen ihrer Klasse über Generationen perfektioniert hatten. »Du hast uns deine Begleitung nicht vorgestellt.« Das Gift in ihrer Stimme war subtil, aber unverkennbar, und Marcela spürte, wie sie innerlich zusammenschrumpfte. Doch bevor Gustavo antworten konnte, stand Marcela mit einer Anmut auf, die selbst sie überraschte. »Ich bin Marcela Dominguez«, sagte sie mit einem echten und warmen Lächeln. »Es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen, Frau Müller-Sprecher.« Ihre Einfachheit und Authentizität kontrastierten so stark mit der Künstlichkeit der Umgebung, dass es eine unerwartete Wirkung hatte. Patricia Müller-Sprecher war aufrichtig fasziniert von dieser Frau, die die üblichen Gesellschaftsspiele nicht spielte. »Was machen Sie beruflich, meine Liebe?«, fragte sie, eindeutig eine Antwort erwartend, die sie nutzen konnte, um sie sozial einzuordnen und möglicherweise zu zerstückeln. »Ich arbeite am Haushaltsdienst«, antwortete Marcela ohne Scham. »Und ich bin sehr stolz auf meine Arbeit.« Ihre brutale Ehrlichkeit ließ Patricia für einen Moment sprachlos zurück, doch dann geschah etwas Außergewöhnliches. Die Frau begann zu lachen, ein echtes Lachen, das niemand erwartet hatte. »Mein Gott, wie erfrischend«, murmelte sie. »Ich habe seit Jahren niemanden mehr kennengelernt, der so echt ist.« Der Austausch wurde zum Gesprächsthema der ganzen Gala. Im Laufe des Abends fühlte sich Marcela immer wohler, indem sie einfach sie selbst war. Sie versuchte nicht, die mondänen Manieren der anderen Frauen zu imitieren. Sie gab nicht vor, kulturelle Referenzen zu kennen, die ihr fremd waren.
Sie entschuldigte sich nicht für ihre bescheidene Herkunft. Stattdessen ließ sie ihre natürliche Persönlichkeit strahlen, ihr ansteckendes Lachen, ihr aufrichtiges Interesse an den Geschichten anderer, ihre Fähigkeit, Menschen das Gefühl zu geben, wohl und geschätzt zu werden. Allmählich fand sie sich umgeben von einer Gruppe von Bewunderern, die von ihrer Authentizität in einer Welt voller Ansprüche fasziniert waren. »Es ist unglaublich«, flüsterte sie Gustavo während eines der Tänze zu. »Ich dachte, sie würden mich hassen, aber einige von ihnen scheinen fast neidisch zu sein, dass ich so leicht ich selbst sein kann.« Gustavo drehte sie auf der Tanzfläche. Sein Herz überströmte vor Stolz auf die außergewöhnliche Frau, die er in seinen Armen hielt. »Sie lieben dich, weil du echt bist«, sagte er ihr, »weil du in einer Welt voller Masken und Inszenierungen echt bist. Das ist etwas, das Geld nicht kaufen kann.« Die Erkenntnis traf beide gleichzeitig. Nicht Marcela musste sich ändern, um in Gustavos Welt zu passen. Es war die Welt, die mehr Menschen wie sie brauchte. Am Ende des Abends, als die Journalisten sie um ein offizielles Paarbild baten, zögerte Gustavo keine Sekunde. »Das ist Marcela«, verkündete er mit klarer und stolzer Stimme. »Die außergewöhnlichste Frau, die ich je getroffen habe, und die mein Leben völlig verändert hat.« Die folgenden Wochen waren ein Wirbelsturm aus Medienaufmerksamkeit und dramatischen Veränderungen in ihrem Leben. Die Fotos der Gala erschienen in allen Gesellschaftsmagazinen, und Marcelas moderne Aschenputtel-Geschichte fesselte die Fantasie der Öffentlichkeit. Gustavo sah sich intensivem Familiendruck ausgesetzt, doch seine Entschlossenheit, seine Liebe zu Marcela zu schützen und zu ehren, wurde mit jedem Hindernis stärker. 6 Monate nach dieser ersten Nacht, am Restaurant, machte er ihr am selben Ort, wo sie sich wirklich kennengelernt hatten, einen Heiratsantrag, mit einem Ring, der seiner Großmutter gehört hatte, und einem Versprechen, sie zu lieben, egal was die Welt sagen würde. »Marcela Domínguez«, sagte er, kniete am Tisch am Fenster nieder, während ihr Tränen über die Wangen liefen. »Würdest du mir die Ehre erweisen, meine Frau, meine Lebensgefährtin, die Mutter meiner Kinder und die Königin meines Herzens für immer zu sein?« Ihr Ja hallte durch das ganze Restaurant und besiegelte eine Liebe, die mit Schmerz und Demütigung begonnen hatte, sich aber in die schönste Geschichte ihres Lebens verwandelt hatte. 2 Jahre später erneuerten Marcela und Gustavo ihr Eheversprechen in einer intimen Zeremonie am Garten ihres Hauses, umgeben von beiden Familien, die gelernt hatten, sich gegenseitig zu lieben. Ihre kleine Tochter, Elena, spielte zwischen den Blumen, die Marcela mit eigenen Händen gepflanzt hatte, und erinnerte sie jeden Tag daran, dass wahre Liebe keine Grenzen kennt. Manchmal kommen Gottes Segen als Schmerz verkleidet. In dieser Nacht, wie in allen Nächten der letzten 2 Jahre, schliefen sie in den Armen des anderen ein, dankbar für das Schicksal, das sie am perfekten Moment ihres Lebens zusammengeführt hatte. Ihre Liebe hatte bewiesen, dass, wenn 2 Herzen dazu bestimmt sind, zusammen zu sein, keine Barriere der Welt sie für immer trennen kann. Wenn diese Geschichte dich berührt hat, hinterlasse uns deinen Kommentar, welcher Teil dir am besten gefallen hat, und teile dieses Video mit jemandem, der an die Kraft der wahren Liebe glaubt. Möge Gott dein Herz segnen und dir erlauben, diesen besonderen Menschen zu finden, der dein inneres Licht sieht, egal woher du kommst oder wohin du gehst.